The boys are back in town. Yeah. Boys are back in town. Kennst du das Lied? Ja, aber ich singe nicht mit, weil ich bin gar nicht gesegnet mit der... Mit der Stimme von meinem Angel. Ja, man, von Engel, Bro, von Meerjungfrau. Wenn ich dich höre, hypnotisierst du mich gerade. Das sind Sirenen, Bro. Sirenen sind das. Ja? In der nordischen Mythologie gibt es ja, sind so wie Meerjungfrauen, aber die heißen Sirenen. Ja. Und sie tun so die Seemänner in die Tiefe vom Wasser ziehen und sie locken sie an mit fetter Tete und gutem Gesang. Shit! Wir sind zurück, Bro! Back, man. Fucking gut gsi. Aber bevor wir über so Sachen reden. Ihr merkt, ich habe das Dings da, Roadcaster, das Brett mit der Knöpfe vor mir, der Yellow fällt. Aber ist okay? Aber kein Problem. Ist okay. Kein Problem. Da ist für uns das Intro. Von der? Oh, jetzt hast du verstruckt. Ui. Von der 41. Folge von Kurz und Bündig. Von der. Nein, ist gut, sorry. Von der ersten Folge nach der Pause. Haben wir's? Kann nicht. Von der Ding, warte. Von der ersten Hey, Bro, Folge. Nein. Erste Folge nach der Live-Tour. Achso, jetzt erste Folge im Herbst, Frühling. Erste Folge seit der letzten Folge. Das sieht dir genauso. Geben euch. Ey, Sero und Josh Negroni, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so Asien und Brunnen. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Check alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, convoco con meine Seelenverwandte. Kurdistan. Du und dein scheiß Podcast hier. Beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist Kurz und Bündig Morgen. Was? Bro, das ist Mathe. Hast du Mathe nicht gern? Aha. Du musst sicher. Was ist? Bro, es hat erste Millisekunde wie Eistee mit Kohlensäure geschmeckt. Nein, das ist Mathe, Bro. Das ist mal Mathe, Mann. Das ist Ja. Student. Student. ZTK. Letztens wollte ich eine Mathe kaufen von der ZTK. Ja. Hat es einfach nicht mehr gehabt. Nachher hast du Selbstmord angeguckt, oder? Nein, aber es war einfach so das einzige Produkt, das es nicht mehr gehabt hat. Mathe. Ganz ZDK durchdreht. Alle so, nein, es geht nicht. Heute nicht. Heute nicht. Hey Bro, was läuft? Ich freue mich richtig fest, den Podcast aufnehmen. Heute. Wir haben ja angeteased, dass wir heute mit Freunden machen. Was wir aber nicht einberechnet haben, ist, dass unsere Freunde unzuverlässige Stück Scheiße sind. Vor allem du, Shidar. Ey Bro, gestern seid ihr noch am Abend am Eis. Ey, mir geht's gut, aber ich weiß nicht, ob Ibuprofen ist. Hat er gestern zugesagt, nach heute Morgen, ich bin doch wieder im Block. Aber morgen am Morgen Zürich-Match geht dann wieder. Heute im Discord habe ich gesagt, am Gamen die ganze Zeit. Bruder, ich sage dir hier und jetzt, wir freuen uns schon so lange auf die Folge mit dir. Immer kommt irgendetwas dazwischen. Aber immer heisst es, dann weißt du, wir sind. Voll. Und dann weißt du noch, was er einmal über den erzählt hat? Also, eine Person, ist auch egal, was für ein Geschlecht die Person gehabt hat, wo er das erzählt hat. Aber er hat der Person gesagt, Ui, das ist eine ganz tiefe Narbe. Das ist eine ganz. Weißt- Das will ich mit dir ansprechen. weißt, sie haben mich im Podcast gerufen, aber ich habe gesagt, nein, ich habe keine Zeit. Schon. Bro, bist du dabei gewesen, wo er mir das gesagt hat? Nein. Randaliert. Ich habe gesagt, ich so, schon, hä? Sind wir so krass abgehoben? Ja, Bro, so ist er. Sind wir so krass abgehoben? Ich so, sag mir, wie die Person, Ja. und ich sag dieser Person, kurz und bündig ist deine Idee gewesen. Ja, Bro, wenn du willst, für dich, wir machen das. Aber mach nicht so. Ja. Aber wir freuen uns, du bist nächste Woche dabei, Bro, wir freuen uns, weil, können wir es endlich sagen, weil, wenn wir es jetzt im Podcast sagen, dann ist es offiziell, Bruder. Nächste Woche kommt ja der Shidar und der Jenny. Ja. Und dann ist mal ein Versprechen gemacht worden in dem Podcast. Ja. In den ersten paar Folgen. Was hast du gesagt, Bruder? Wiederhol das bitte. Also, ich habe, weil im FCZ gerade so brutal am Laufen war, habe ich so unter die Jungs gesagt, so, wenn Zürich Meister wird, gibt es ein Tattoo. Gibt es ein Tattoo? Du hast noch kein einziges Tattoo. Du Nein, hast das ist das erste, ja. wenn Zürich Meister wird, gibt es ein Tattoo. Ja, direkt. Und Zürich ist? Geworden. Und wir sind jetzt im Februar 2023
Und ich warte immer noch so Shidi und die anderen kommen zum... Aber es hat Komplikationen gegeben. Mal sie können, mal wir nicht. Ja. Und eben Zürich ist Meister geworden und Zürich ist uns. Ey, der Fußballchecker. Wie heißt der Goalie? Ja, der weiß. Der Goalie? Ja. Sicher weiß ich, wie der Goalie heißt, Ja. Bro. Du meinst nicht der Neuer. Der von Ding. Der von der FCZ. Ja. Wie heißt der? Bro, ich weiß noch, ich habe ihn früher am im Kreis. Weißt Bro, ich weiß es nicht. Ich du? weiß es nicht. Okay. Er heißt ungefähr Ja. wie du. Ich glaube, das ist vielleicht ein Schweizer Name. Ficker von Zürich. Nein, wie heißt der? Janik. Ah, der Sommer! Nein, der ist doch Jan Nein, Sommer. Maradona. Der ist doch Jan Sommer. Janik Brecher. Was ist mit dem Jan Sommer? Ah nein, der ist von Nazi. Oh mein Gott. Fußball interessiert mich null, das ist unglaublich. So. Einfach am Der Brechi! Wo ich immer Nein, lang nein, Schritt nein, gesehen okay. Brechi. Nein, Bro, kann nicht, Bro. Aber Bro, wenn du willst, komm. Alhamdulillah. Nein, Mann. Also wir warten darauf, dass der Shida kommt. Es wird nächste Woche wird ehrenlos. Er hat ein paar Ansagen gemacht. So wie ich es verstanden habe, weiss die eine oder andere Person nicht, was alles passieren wird. Ich glaube, er hat sehr viele Leute informiert, sehr viel aber auch nicht. Ja. Er hat fette Ansagen gemacht. Ich weiß nur das und ich bin gespannt, was er macht. Aber ich freue mich, weil es wird wieder mal eine Episode von Kurz mit Freunden. Mit der Pelin, das ja letztes Mal. Wir haben es mit ihr gestartet. Und es geht weiter mit unseren Freunden. Das wäre lustig. Es wird sehr wahrscheinlich, wird sogar, wir haben so darüber geredet, sehr wahrscheinlich wird sogar 2, 3, weißt so, wie wir so lange reden werden. Ja, es wird ein bisschen längere Folge wahrscheinlich. Ja. Genau. Aber scheiß mal auf die Folge nächste Woche. Es geht jetzt um die Folge von dieser Woche. Wir sind wieder zurück nach. 4 Wochen haben wir gesagt, nicht? Ja, aber wir sind lang weg gewesen. Wir sind, glaube ich, 5 Wochen. Haben wir keinen Content mehr gedroppt. Einfach kein Podcast, ja. Ja. Also keine Folge. Ich habe gemeint 4 Wochen oder 5. Ich glaube. Okay. Auf jeden Fall, wir sind wieder da. Es war eine Live-Show gewesen. Dann ist das mit der Türkei passiert und wir haben so gefunden, hey, wir brauchen noch kurz einen Moment. Ich muss dir ehrlich sagen, Bro, du fragst mich einfach gar nicht so, Bro, wie geht's? Alter, Kannst du für ihn auf den Tisch klopfen, Bro? ich weiß, ich habe der Gugus bleiben, Ja. ist nicht da, aber Ja, Gugus. Wann hast du letztes Mal gefragt, wie geht's? Heute? Letztes Mal, einfach irgendwann. Heute? Nein. Heute im Game, du Hund. Beim auch, aber so tête-à-tête. Wo hast du dich letztes Mal gesehen? So, hey, Bruder, wie Immer geht's? im Haus sagen, Bruder, was geht, alles klar? Wie geht's? Ja, Bro, was geht alles klar? Aber ich meine, hock mal an und sag, Bruder, wie geht's dir Dann sag ich eigentlich? dir auch sonst, wie geht's? Sag doch, Bruder, wie geht's dir eigentlich? Du hast mich letztes Mal angefragt. Frag jetzt. Frag mich, Bruder, wie geht's dir? Hey, Bro, Ich hoffe, gut. danke, dass du fragst. Es geht, Bro. Es ist gerade das letzte Ding. Valentinstag gewesen. Ja. Ich habe sehr viele Leute müssen entfolgen. Ali hat ihren Freund gepostet. Jeder, der Rose postet, hat direkt entfolgt. So nicht. Ich verstehe. Ich Nein, habe man jedem soll's- angefangen zu lügen. Irgendwann habe ich angefangen zu stressen, dass ich gesagt habe, irgendwann angefangen zu schreiben, du weißt, aber schon betrügt. Nein, scheiß mal auf das. Aber nein, jetzt mal ganz ehrlich. Bro, die letzten paar Wochen sind wirklich nicht so einfach gewesen, Alter. Ich habe wirklich mega viel zu tun in der Schule. Und ich habe das Einzige, was ich mache in den letzten paar Wochen, ist einfach nur halt aufstehen, in die Schule gehen, heimkommen, schlafen und am nächsten Tag wieder aufstehen, in die Schule, nachher Live-Shows verkaufen. Bro, wieso bist du? Warte, Bro. Und dann... Nur kurz, Bro. Wie kannst du so etwas sagen und im gleichen Atemzug dann sagen, nein, Bro, ich muss die Leute eigentlich meine erstens. Bro, meinst du, es ist einfach, jetzt mal ehrlich. Meinst du, es ist einfach? Seit du mit dem angefangen hast, mit dem Ficker von Zeta und so, seit du mit dem angefangen hast, warte, seit du da angefangen bist. Bro, Cut. Nein, Bro, Das lass schnell zu. Ganze haben wir gestoppt. Okay, erzähl. Seit du mit dem angefangen hast, Ja. Bruder, jeder sagt immer, ey, Ficker, was läuft? Aber nie fragt jemand so, Aha. hey, Aber wie geht's auf wie geht's auch? Ich kann Ficker. Weißt du, was ich meine? Also, Bruder, wie geht's am Ficker von Zeta? Bro. Nein, komm, jetzt müssen wir aufhören mit diesen Witz. Also, schau erstmal, Bro, eben, wie gesagt, es sind viele Leute,
Ich meine, wir wissen beide, Bro. Wir wissen beide, ich habe gern heiße Luft. Weißt du, was ich meine? Ich tue gern krass. Wir wissen das alle. Was ich sage? Das ist eine therapeutische Folge für mich, Bro. Wir wissen alle, ich tue gern krass. Jede Folge, Bruder, für mich. Ich schwöre auf alles, ich tue gern krass. Aber wieso? Aber, und nachher sagen die Leute, hey, er meint eben schon und so. Aber Bro, was die Leute nicht checken, das Rockstar-Leben ist nicht einfach. Ey, das tut dir gar nicht gut, Bro. Ich bin froh. Ich muss, weißt Bro, Bro, eigentlich müssen wir, ganz ehrlich, eigentlich müssen wir jetzt cutten. Wir müssten dem einen oder anderen Medienhaus anrufen und sagen, du sollst veröffentlichen. Und einfach zurücktreten, Bro. Ich glaube, dass je mehr Fame in der Scheiße noch kommt, umso mehr nimmt sich. Denkst du, es ist einfach, immer extra am 5 Uhr Zürich HB gehen, damit mich Leute erkennen? Das ist ein Hustle, Bro. Weißt du, was ich meine? Bro, ja, jeder hasst auf seine Art und Weise, ja. Ja. Nein, Bro, jetzt mal Witz, Spaß bei dir. Ja, voll Witz. Ist doch scheißegal, ob. 6 oder 5 Schuss verkauft. Ist doch scheißegal, weißt du? Ob Leute sagen, ja, das. Und so Schild mitnehmen. Spielt doch keine Rolle. Also, warte. Am Ende vom Tag. Erstens, kannst du viel auf den Tisch klopfen? Ich habe gemerkt. Okay. Sorry, tut mir leid, hätte ich weiter. Nein, Bro, die scheiß Kamera wackelt nachher, Bro. Sorry, hat er weiter. Nein, weißt du, Leute so, ja, du tust immer so arrogant und so. Du schau. Bro, gehen die Leute zum Tom Cruise und sagen, du tust arrogant. Also, wir haben 4'500 Follower knapp auf Insta und du hast vergessen bei Tom Cruise. Hört auf, folgt nicht, liket nicht. TikTok haben wir wie viel? Spielt keine Rolle. Bro, wieso bist du auf die Schiene jetzt? Bro, weißt du so, weil ihr tut immer so, als wäre ich so. Ihr tut mich immer, Bro. Ich habe gar nicht angefangen mit dem. Nein. Bro, Lass du zu. hast angefangen, du sagst, ich einfach Afrikaner sein. Nicht einfach etwas gesagt jetzt. Weder über... Es verletzt mich, ohne Scheiß, es verletzt mich, Ja. wenn du mich nachmachst und so Grimassen und so tönen, wie ich töne nicht so. Und du machst nicht bei mir. Ey, Sena, ey, wenn ich skin, Bro, hör auf immer den Scheiß. Nein, okay. Nein, jetzt mal wirklich Spaß beiseite, Bro. Wir haben eine brutal geile Live-Tour gehabt. Ja, wirklich. Also, hey, Bro, es war einfach wirklich nur lustig gewesen. Ja, Mann. So, mega gestresst auch, ganz oft. Ich habe gemerkt, so, es war nicht so eine schlechte Idee gewesen, mit dem Rucksack gehen. Ja, Mann. Okay. Sarah, wieso? Sorry, Sarah hat wieso Rucksack? Weil nachher immer der Kühlschrank vom Backstage. Ach, stimmt, den haben wir gut ausgenommen. Also, wir nicht. Nein, die Leute halt, die im Backstage Irgendwelche sind. Unbekannte im Backstage, wo wir halt leider nicht Ja. kontrollieren können, ob sie reinkommen oder nicht reinkommen. Nein, Bro, wirklich mega lustige Tour gewesen. Was ist für dich, ohne Scheiß, so der beste Moment oder Live-Show oder Live-Tour gewesen? So, wenn du jetzt musst überlegen, was ist der geilste Moment gewesen von der Live-Tour? Es gibt viele verschiedene. Ein paar emotionale, ein paar weniger, ein paar einfach so wow, krass. Aber ich sage jetzt mal, einer von der krassesten war, wo einfach einer gesagt hat, dass sie in die 2 oder 2,5 Stunden einen Weg hat. Also auf sich genommen hat, auf St. Gallen das zu hören. Ach krass, ja, stimmt. Von Graubünden oder so irgendetwas gewesen, oder? Bro, irgendein Dorf, wo wahrscheinlich erst seit letzter Woche kurz und bündig existiert. Geil. Das war etwas am krassesten gewesen. Und sonst habe ich noch gefunden, du kannst mich nicht gerne, aber wo ich den Witz gebracht habe im Exil, Ja. Ich mit dem Vergleich, dort, ich meine nicht der Witz, sondern das Gelächter. In dem Ja, Moment das ist hast du einer kaputt auseinandergenommen. gelacht. Das hast du auseinandergenommen. Das ist lustig. Ja. Muss auch mal schön sein, weißt Ja, du? Mal der sein, der Leute zum Lachen bringt. Ah, was? Ich sage einfach. Krass. Nein, ich sage einfach. Ah, okay, dann, wenn du dann von der Part bist, wo Leute zum Lachen bringen, dann bin Nein, das sage ich doch gar nicht. Du bist das Schöne hinter der kurz und bündig. ich kann nicht Leute zum Lachen bringen. Mama. Mhm. Was? Ich kann das nicht so gut. Nein, Spaß. Ist ja auch mal schön, auch mal Leute zum Lachen Ich war bringen. nur ein Witz gewesen, wahrscheinlich nur hoch. Ja, Mann. Was ist für dich das Schönste gewesen? Hey, ich muss wirklich sagen, ich glaube, Vinti, einfach im Vinti können spielen. Ja, Mann. Und so viele von unseren Freunden gesehen. Also weißt du, Ja, am Anfang habe ich ja immer so gedacht, fuck und so, jedem Stopp sind wir immer so ich und du, ja. der Yilmaz, Özgür und vielleicht 1, 2 weiter und dann vergraben wir uns so hin, weißt du, im Backstage. Mhm. Aber
Bro, nachher was Salzos am Abend vorher gesagt hat, wir haben noch 40 Plätze. Ja, Mann. Direkt alle. Boom. Ganze Ja, Siebschaft. Ja, Mann. Wirklich geil gewesen. Das ist lustig nachher geworden, ja. Also mir hat Vinti mit Abstand am meisten gefallen. Einfach auch die ganze Energy dort, Bro. Ja, Das fix. war wild gewesen. Vor allem nach Luzern hat das Hure gut aus. Ja, voll. Hey, ja, eben, ich meine, aber es war auch gut gewesen. Weißt du, in Luzern sind wir ein bisschen auf die Fresse gehabt. Ja, fix. Weißt du, ich habe es eigentlich nicht mal so schlecht gefunden, aber du hast dann eben noch schlechter abgeredet, dass es mich hässlich gemacht hat. Nein, Bro, also weißt du, so Shows wie zum Beispiel in Luzern, das muss passieren. Man muss aber auch sagen, wir haben den Luxus, für viele andere Comedians, wenn man das so nennen kann, wäre das immer noch eine gute Show gewesen. Wir haben einfach einen Luxus, dass wir wirklich so eine Crowd haben, die einfach immer mitmacht und immer voll lustig ist, dass für uns eine durchschnittliche Show halt schlecht wirkt. Ja, ich habe es eben dir versucht zu erklären und du so angetrunken im Auto, machst Fenster auf. Dann ich so, Bro, geht's gut? Ich habe gedacht, du bist jetzt am Luftschnappen nach. So der Luftschnapper, so, ich muss mich auf Atmen konzentrieren, damit ich nicht kotze, weißt du? Scusi. Nein, dachte ich so, hey Bro, geht's so gut? Und du so, ey, so peinlich gewesen, man. Ich so, was? Nein, Bro, aber ich meine, weißt du, so, Bro, wie meinst du peinlich, Alter? Bro, look, was wir können ganz klar sagen ist, die meisten Witze haben einfach nicht funktioniert. Ja. Weil einfach, also es ist auch sorry, sag du. Weil einfach wie wenig zurückgekommen ist von der Crowd. Aber es hat nachher sehr viele Leute gesagt, hey, eine geile Show und so. Aber die Leute... Es haben gut gefickt, ja. Aber die Leute sind wirklich einfach nicht rum zum Lachen. Ja. Ey, ich habe nachher auch am Abend so im Discord mit den Leuten geredet und so. Und nachher die Schide gefragt, er sagt, ey, und wie bist du zusammen? Ich so, Bro, am Anfang hatte ich eine Meinung gehabt. Ich habe gesagt, ey, es ist wahrscheinlich so der schlechteste Stopp. Nicht, dass er schlecht war, er war einfach so Mittelmaß gewesen. Ich so, am Anfang bin ich voll davon überzeugt, aber nachdem wir schon fertig hatten und mit den Leuten anfangen zu reden und so, okay, ich verstehe, es ist immer das eine, um jemandem ins Gesicht zu sagen, wie so, hey, scheiße gewesen, was ich gezahlt habe. Weißt du? Aber so, ich habe direkt gefragt, ich so, hey, bitte sag ehrlich und so, wo gibt es Verbesserungspotenzial? Sind wir lustig gewesen und so? Wir haben das Gefühl, es ist nicht so gut gewesen. Wir wollen es eben besser machen, weißt du? Und die meisten sagen, nein, es ist einfach sehr lustig. Ich so, okay, tamam. Die Leute können sagen, kann passieren. Und dann gehen wir DMs abchecken, auch. Ja, voll, alle aber... So top lustig sind, ne? Ich so, voll. Ja. Nein, aber weißt du, die Leute sind auch einfach ein bisschen... Die Energy ist einfach nicht so rum gewesen. Man muss auch sagen, es sind ja 250 Leute gewesen. Also, wenn so viele Leute dort sind und... Ja. Aber easy. Also, weißt du... Fertig ist gerade am nächsten Tag Winter gewesen. Winter hat gerade 10 von 10, gerade alles wieder, weißt du, so... Es ist gerade wieder brutal, in dem Moment gewesen. Hast du gar keine Gedanken mehr an gestern verschwendet. Ja, voll. Nein, man, ist sehr geil gewesen. Hey, und jetzt sind wir von der Tour zurück. Und ich muss sagen, ich habe mega viel Bock und mega viel Energy, um jetzt wieder Podcast zu machen. Ich muss sagen, so die letzten Folgen vor eigentlich der Tour, habe ich wie gemerkt, so, es nimmt ein bisschen ab. So, ich habe gerade so viel zu tun. Ich bin mental auch nicht so, es war für mich ein bisschen so, ich muss jetzt einen Podcast machen. Ja, voll. Und nicht so, ich habe Bock, einen Podcast zu machen. Ja. Aber ich bin froh, weil die Energy ist jetzt irgendwie voll da. Ja, safe. Ich habe voll Lust, so wieder mit dir über irgendwelche Scheiße reden und ja. Ja. Ich hab dich lieb. Und ich ist alles doof. Kennst du? Sicher ja, kenn ich. Yes, ey Bro, same. Also, ich habe zwar vor dem Podcast easy gefunden. Halt normal, wie immer. Aber Bro, das gibt's, ist so normal. Ich hatte das auch gehabt, du kannst eben so, du hast mal keinen Bock zum Aufnehmen, aber du musst so. Voll. Aber es ist ein Luxus mehr oder weniger, also von dem her. Voll easy, kann es geben. Ja, und die Leute haben gesagt, die freuen sich wieder auf eine neue Folge. Und eben, wenn du es hörst, ist Montag, der 20. Folge 41 bist du jetzt am Hören. Genau. Und wir haben über Live-Shows geredet. Wir haben eigentlich gesagt, wir nehmen die Woche mit euren Freunden auf, haben wir auch schon gesagt. Und was läuft so sonst im Leben? Nicht viel. Ey Bro, ich habe heute eine Werbung gesehen, wo ich denke, Bruder. Was denn? Du kennst ja die Autowerbungen von BMW und so. Ja. Bro, wenn M3, wenn sie Werbung für M3 machen. Ja. Ist immer Gebirge und so. Eben, ja. Ich und du fühlen es nicht angesprochen. Ja. So, unsere Leute drucken, Bruder. PS, laut, stark und so, weißt du. Und das Gleiche habe ich heute bei Online-Casino-Werbung gesehen. Bro, ich bin übergekehrt. Was hast du gesehen? Ich sehe einfach... Weißt du, wenn ich checke, dass Online-Casino-Werbung ist? Ja. Ich sehe zuerst das Handy, wo Casino läuft. Und ich sage, okay, Online-Casino wahrscheinlich. Dann geht es hinterher und ich sehe einfach eine Sarah
wo so die Sarah, die so PA abgeschlossen hat, allein wohnt, und jetzt so seit einem Jahr Lehrerin ist und in der Wohnung am Chillen ist. Ja. So. Und die ist am Das ist am Handy quasi. Und ich habe gedacht, okay, das ist vielleicht einfach, das gehört dazu. So, sie spielt jetzt einfach momentan gerade, wurde komisch, easy. Dann habe ich überall so Lichter, und dann Casino so und so. Ich so, hä? Die spielt niemals im Leben Casino, Mann. Niemals. Völlig die falsche Bro, Gruppe. die hat schon, ihre Eltern haben dir schon mit 9 das Prinzip erklärt von Glücksspiel. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Lieber in 30 Süd als Glücksspiel. Aber allgemein so Werbungen, ich sehe wenig Autowerbung, das gibt es glaube ich auch wenig, oder? Ey, im Pay-TV, Bro, ich habe so Blue Sport. Ja. Übrigens, ein fettes Scam, ich muss auch künden, Mann. Bro, was schön, wenn die uns wieder sponsern. Dann schade was. Ja, okay. Bro, dort bei Pay-TV hast du immer so die Werbungen, Ja. wo im Free-TV früher immer gesehen hast. Bro, Autowerbungen, Warte, du Online-Casino. zahlst für Fernsehen, aber hast Werbungen? Ja, aber es ist so wie, sagen wir, der Match fängt am 7. an Mhm. und das Ende geht schon um 10 vor 7 online. Ah, Und die ersten 5 Minuten Werbungen Ja, und dann 5 ja. Minuten Arena und nachher geht der so Match. quasi Kino etwas. So voll, genau. Ja. Und dann während der Pause, Halbzeit und so gibt es auch Werbung. Gar nicht. Ja, man, dort, Bro, die Werbungen, das ist kaputt. Wegen? Eben, halt all die Werbungen, die du vermisst, die du so früher im Fernsehen siehst. So halb durchdacht, die einfach etwas raushauen und so. Was für eine Werbung erinnerst du dich so? Was war so für dich eine Werbung, wo du sagst, oh, die ist geil gewesen? Bro, für mich so, wegen Fußballfan, Jogo Bonito. Ist das so, sie am Jonglieren, so die... Ja, voll, sie, Bro, es dreht voll durch, schiessen über das Stadion, machen Ich Tricks, glaube, ich voll weiß wild. welche, ja. Und die alte Pepsi-Werbung auch, die sie über Fußball gemacht haben. Pepsi-Werbungen? Ja. Die haben all die Fußball-Allstars geholt, damals, als sie noch am Brand sind, Eto'o, Ronaldinho. Ich habe mir heute überlegt, wenn du heute über dem, wo zum Beispiel im Jahr 2005 geboren ist, wie alt sind die Leute? 18 werden jetzt das Jahr. Oh shit. Oh shit. Okay, also mit 2005 Jahrgängen, wenn du ihm sagst, ey, was zeigt dir die Zahl 20:15 Uhr? Ah, Meinst du, er checkt das? nein, ich glaub's nicht. Meinst du, er checkt es nicht? Nein, ich glaube, weil schon Bro, so die Werbungen, die wir uns noch erinnern, sind ja so, die frühesten sind ja so mit 7, 8 gewesen. Ja. Vielleicht, wenn überhaupt. Ja. Wenn jetzt von 2005 8 Jahre dazu rechnest, dann bist du bei 2013. Ich glaube, das ist nicht mehr so, dass... Wobei doch, es schon war, Mann. Also, Ja, ich glaub's nicht, ich Wann glaub's kannst du dich erinnern, wenn hast du das letzte Mal einen Film auf Pro7 am Viertel ab 8 geschaut? Dort, wo es noch Free TV, also Free TV war. Aber weißt du noch, wann das etwas war? Puh, ey Bro, ich sage jetzt mal so circa 2... Bro, what the fuck? Ich bin überfordert. Wie ich sage dir ehrlich, Bro, die Leute heutzutage, Ja. die checken gar nicht, was sie für einen Luxus haben, Bro. Also so mit einem Film früher auf Pro7 all 20 Minuten Werbung. Hey, irgendetwas, ja. Bro, das ist nicht türkische Fernsehen. Ja, Bro. Pii. Aber ich meine nur so, Die nehmen die Werbung seinen Vater auseinander. früher ist so Sonntag ist geil gewesen, weil um Sonntag ist ab dem Nachmittag sind einfach Filme gelaufen im Fernsehen. Ja. Banger nach Banger nach Banger nach Banger. Bro, ich bin Dienstagabend, habe nicht mehr gewusst, Dienstagabend nach der Schule bin ich heimgestresst. Ich glaube, genau so um... Yu-Gi-Oh! Ja, ich glaube genau so um 4 oder 4 vor 4 Ja. gibt es Yu-Gi-Oh! Auf RTL 2. Ja, man, heimgestresst, zack. Ja. So, das läuft so, gerade Fernsehen, zack. Ja. Parag macht Yu-Gi-Oh! Das war geil gewesen. Wir haben so Zeiten auswendig gewusst, wo Sachen im Fernsehen... Ja, du hast heimgestresst, Bro. Voll. Und nachher, Bro, irgendwann, weißt, kannst du dich noch erinnern an die ersten Streaming-Zeiten. So auf kinox.to Ja, genau. und was weiß ich. Hey, Bro, was ich für Drecksqualität geschaut habe damals. Bro, ich habe original mal einen angefangen, Ja. wo der eine so am Aufnehmen ist. Er macht die ganze Zeit so und du hörst so. Er ist so im Kino mit Kamera. Ja. aufnehmen, gell? Und wir haben das geschaut, Bro. Warte, das ist ein guter Punkt. Und weißt du noch so, es hat so verschiedene Players gehabt. Ja. Megastar und was weiß ich. Ja. Und einen hast immer können 60 Minuten schauen. Ja. Und nach 60 Minuten hat es blockiert. Dann hat es so gesagt, jetzt kannst du nicht mehr weiter streamen. Ja, voll. Jetzt musst du ein Konto machen. Und irgendwann habe ich herausgefunden, weil es ist immer so gewesen, dass ich immer eine Folge, zum Beispiel Supernatural, geschaut habe. Die geht 40 Minuten. Und dann die zweite angefangen habe, die geht nach 20 Minuten hat es einfach aufgehört.
Und dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass du kannst den Router einfach ein- und ausstecken, dann kommst du eine neue IP-Adresse über. Bro, ich so Hacker, man. So, oh mein Gott, ich Zack, habe einen zack, zukünftigen Job gefunden. Bro, und dann habe ich einfach können die Streams weiter schauen, weißt du? Hey, und Bro, was das für Qualität war früher. Schrott, Bro. Und jetzt heute sind wir so verwöhnt mit Netflix, Sky, Disney, Prime. Alles. Ey, Bro, wenn du im Kino hockst, Mhm. du sitzt an Ja. und dann kommt auf der Leinwand, Mhm. jetzt fängt der Film an, Mhm. bitte alle Handys ausschalten, es ist verboten aufnehmen. Ja. Und du hörst immer irgendein Peach. Oh nein! Kamera für mitgenommen! Oh, Bro. Ey, nein, Bro. Oh Gott. Wann bist du letztes Mal im Kino gewesen? Fuck. Avatar, der letzte. Ich will schauen. Ich auch, ja. Sind wir zusammen? Nein. Nein, wir sind zusammen Da gekommen. bin ich gegangen. Geflasht. Ich mit einer von deinen DMs. Sorry? Was? Von deinen? Von deinen. Er hat DMs. Fuck. Mit wem bin ich gewesen? Ah! Ist doch scheißegal. Gidi kann das sein. Nein, ich glaube nicht. Du bist nicht in Gidi gewesen. Nein. Mit wem bist du gewesen? Ich bin mit dem Jona und so gewesen. Hatte ich Gang. Hey Bro, auf jeden Fall, was ich sagen ist, weißt du, wie viel mal der Durchschnittsschweizer im Jahr ins Kino geht? Achtung, vor Covid-19. Weil seitdem ist die Zahl nochmal drastisch abgegangen. Pro Jahr? Mhm. 2 Mal. 1,1 Mal. Shit. Bro, 1,1 Mal. Aber es ist, wenn ich jetzt bei mir selber überlege, okay, ich gehe jetzt vermehrt mehr ins Kino, so. Ich würde eigentlich gerne mehr ins Kino gehen, aber ich habe auch schon Phasen gehabt, so vor Corona, ich muss schon überlegen. Ah, wir sind ja viel ins Kino gegangen. Ja, aber bei uns ist immer so, wie soll ich sagen, Bro, wir sind ja nicht so 3 Mal im Jahr zusammen ins Kino mit den Jungs. Nein. Das ist immer so ein Film, wir sind voll gehypt gewesen. Ja, voll. Aber ja, ist krass. Bro, Streaming fickt alles. Also Bro, ich muss dir einfach sagen, wir haben ja bei uns in der Schule ein eigenes Kino, wo wir immer wieder Film schauen. Ja. Und seit ich halt in der Schule so die Filme schaue, wo man halt nachher analysiert und so, habe ich gemerkt, nochmal, ist jetzt ein bisschen dumm, dass ich, wo Filme machen werde, wo eigentlich das jetzt checkt, aber im Kino einen Film schaue, ist nochmal ein ganz anderes Feeling, Bro. Und ich rede nicht mal davon, dass es nachher so quasi der Sound hure krass ist oder das Bild grösser ist und so. So, wieso lachst du? Ich kann mir sagen, oder nicht von dem. Aha. Der Gute. Sondern, Bro, weil amix schaue ich einen Film auf Netflix oder was weiß ich und ich verwünsche mich selber, wie ich auch mein scheiß Handy in der Hand habe. Beim Film schauen und beim Serie bist voll nicht dabei. Und im Kino kannst du das nicht machen, Bro. Ja, fix. Ist nochmal ganz anders, Alter. Ist nochmal ganz anders. Safe. Und ich würde gerne wieder mehr ins Kino, aber es kommt halt wirklich auch nichts Geiles. Also jetzt ist gerade ein Film, Babylon heisst der, glaube ich, mit dem Brad Pitt und Margot Robbie, ich bin nicht sicher, aber wo jetzt in die Kinos kommt, den würde ich gerne schauen. Safe, ich würde auch gerne mehr ins Kino gehen. Lad mal ein. Gehen wir. Ich habe ja mal eine Zeit lang, weil ich für das Kino geschafft habe, gratis können ins Kino. Wie habe ich die Gucci nie gebraucht, man? Bro, ich habe das so viel Gucci gebracht. Nein, ich einmal, wie ich geholfen bin, hast du mir stabil gegeben. Du hast mir, glaube ich, 4, 5, 6 Stück gegeben oder so. Nein, Mann. Wenn du so, vergiss nicht und so, die laufen wieder bald ab, musst gleich und so. Ich kann so nach halb sagen, noch nicht gut, ich sage, schauen, fuck, Alter, genau ein Monat oder ein bisschen mehr zum Monat abkommen. Scheiße. Egal. Ja, Mann. Aber wegen Werbungen. Mir ist eine Werbung im Kopf über seit Jahren, die vergesse ich einfach nie. Very. Kennst du die? Zahnarztangst? Aha. Ich weiß welche. Weißt du, Willi? Ja, aber ich weiß welche bei mir das jetzt ist. Und das ist schon eine schlechte Werbung. Es ist so, Ja. wirklich so, du hast das Gefühl, es ist so mit dem, keine Ahnung was aufgenommen, aber er ist wirklich so, Zahnarztangst? Und dann so Hand vors Maul. Und nach zahnarztangst.ch. Und dann gibt es noch den Mathe King. Kennst du den Mathe King? Wie hat der Typ geheißen, Bro? Mathe King? Ja, irgendwie. Der hat so. Der hat so Matten zum Schlafen verkauft. Wie hat der geheißen?
Freddy's, kennst du nicht? Von der Schweiz? Ja. Ah, mal, ja, der. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, das ist Matratze. Matratze. Ja. Matratzenwerbung. Fischer oder irgendetwas. Fischers Matratze. Irgendetwas ist Ja, ich Bro. weiß nicht, was du meinst. Das ist ja voll umgegangen, auch als Meme und so. Ja, Mann, der ist richtig geil gewesen. Bro, weißt du, wer ist mir jetzt in den Sinn gekommen? Willi? Die Tochter hockt auf das Bänkchen, sagt am Vater, schau, ich habe im Aufsatz einer gemacht. Er schaut an, er so, Papa, kannst du nicht lesen? Über 500.000 Menschen in Bro, Deutschland. das finde ich sogar gut. Ich habe so, über 5 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Helfen Sie, Alpha Telefon Münster. Bro, ist Ibrat, Bro. Ist Ibrat. Die Ursula hat meinen Kopf gefickt, Bro. Die hat mich traumatisiert. Shit, stimmt, Bro. Der hat so wirklich so Zittern beim Lesen. Ja, und ja. so. Was ist das? Ein Doktor hockt aufs Bänkli. Nein, eine Tochter. Ah, Tochter. Hockt aufs Bänkchen. Und sagt sowieso, Baba, schau, ich habe einen 6er gemacht. Voll. Hey, stimmt. Der Kajaner hat eine gute Verarstung gemacht für Das das. ist ein Döner. Was ist noch für Werbung? Der ist ganz Wenn ich wichtig. Coca-Cola-Werbung sage, was kommt Ja. da in den Sinn? Vor allem Weihnachten. Weihnachten. Ja. Das ist schon krass. Bro, die fliegen uns auf. Die fiegen uns auf, Bruder, das ist System. Nein, Mann, schon krass. Ey, Bro, ich habe das schon der live erzählt. Kannst du vorher auf den Tisch klopfen? Ja. Ich habe das schon live dreimal erzählt, Bro. Aber eben, seit jetzt meine Cousins bei mir wohnen, Ja. ist halt, es sind halt vermehrt andere Cousins bei mir und es ist halt so wie Jugendtreff ab und zu. Ich schwöre. Und letztens sind wir so vom Balkon am chillen und wir reden so, ich und mein Cousin. Ich hatte halt Haus. Bro, ich hatte am Flughafen gefahren vor ein paar Tagen. Ein Monat Thailand sind jetzt. Sorry. Ein Monat Thailand sind jetzt. Ja. Auf jeden Fall, ich rede mit ihm so, ich so, Bro. Ich schaue auf den Himmel, ich so, scheiße, er so, was ist das so, Bro? Ich will gerne etwas abchecken, ein bisschen in den Himmel schauen, aber es ist neblig. Nachher so, was willst du schauen, weißt du? Ich so, Bro, ein bisschen Sterne und so, das läuft eben, also es fliegt eben schon ein Komet alles vorbei. Okay. Siehst du? Ich so, ja, Bro, das ist eben hure nah. Der ist alle 50.000 Jahre eben so nah, weißt du? Und das ist jetzt, das letzte Mal vor 50.000 Jahren da gewesen und jetzt wieder und du könntest ihn eigentlich mit dem bloßen Auge sehen, Ja. wenn es klarer Himmel wäre Ja. und du in der Stadt wärst. So Das hast du blöd gesagt. ja. Nachher so, Bruder, wie wüsstet ihr, dass der vor 50.000 Jahren da war? Ich so, wie? Er so, ist einer da gewesen? Vor 50.000 Jahren. Ich so, ja, Menschen haben ihn schon gesehen. Aber wie haben die da? Ich so, Bro, kannst du rechnen? Du kannst eine Flugbahn Ja, ausrechnen. ich sagst, du rechnest Flugbahn aus, du tust ausrechnen, wo er durchfliegt die ganze Zeit. Nachher siehst, hast du so eine Flugbahn von was haben wir, Alter. Und nachher hat er dann gesagt, so easy. Und dann habe ich ein paar gute Gespräche mit ihm gehabt, ich habe mich kaputt gelacht, Alter. Ich habe mal überlegt, so eine Insta-Story machen, weil, Bro, es ist Comedy pur, ich habe mich kaputt gelacht mit Wegen? meinen Cousins. Bro, die sind so reingelaufen. Mhm. Erst eine reingekommen, dann sind gerade zwei weitere gekommen. Dann sind wir so 6 oder so vom Balkon. Dann kommt ein Cousin. Er so Jungs. Was meint ihr? Versuchen wir uns das Glück. Nachher dein Cousin so, Bruder, weiß nicht. Dann dein Cousin, was? Er so, gib mir 100 Stutz, ich 100 Stutz drauf spielen wir. Er so, was? Ja, online Cousin, Bro. Dann fangen so vor dir spielen, Bro, die dreht voll durch. Freispiel. Dann gehen wir ins Wohnzimmer, Apple TV am verbinden, Bro. Voll am durchdrehen, alles mögliche. Hast gute Gespräche haben wir gehabt, 10 von 6. Bro, ich finde so, Online-Casino ist wirklich das tiefste. Voll tief, was man kann machen, Bruder. Meinst Wirklich, Bro. Also, Bro, ja, aber zum Beispiel mein Cousin, der jetzt, also abgesehen davon, dass das eigentlich ist, ich will jetzt nicht Ja, Reiz ja. geben und so. Aber er hat jetzt die Ferien da einen Bund Thailand. Bro, der ja, hat original aber gesponsert mit- du weißt, Bro, du kannst gewinnen und verlieren und Ja, so. ja, ist schön. normal. Aber trotzdem, Bruder, also Online-Casino, Bro, du bist einfach am Handy und spielst zum Geld machen. Bro, ich meine, das Gute, oder das gehört dazu, weißt du, Casino gehört dort angehen Ein bisschen einigermaßen und nachher da anständig ausgesehen. irgendwelche Asiatinnen neben dir, alte asiatische Frau, die dich wegschupfen. Und das gehört auch zur Experience, Bro. Und der Dude, wo... Du drüberst alle aus und machst einfach die Heime. Ja, Bro, das ist doch... Bro. Aber so ist auch lustig, Bro, ich habe mich kaputt gelassen. Ja, aber Es eben ist- für es dich als ist so. Außenstehender, du schaust und du lachst, weißt du. Ja, fix Aber es gibt weißt, viele Leute, die einfach am Handy daheim hängen. Also Ja, in ja. Deutschland gibt es ja so fast keine so herkömmliche Casinos. Es gibt einfach so Spielotheken. Voll. Und die Leute hocken auch dort und ihren Monatslohn vertippen, Bro. Das ist so schlimm. Casino ist schon schlimm. Gehen wir wieder. Nein, für mich ist gut. Bro, ich gehe immer in ein Casino und sage einfach so,
Es ist für Spaß, ich will das Geld fix, aber momentan muss es nicht sein. Muss echt nicht sein. Verstehe ich. Bro, die Leute erholen sich immer noch vom Januar noch. Von letztes Jahr. Okay, Bruder. Hey, Bro, ich tue einfach mal eine Frage auswählen. Jetzt. Wir haben die Community gefragt, Ja. was sie sagen. Ich schaue nicht, ich wähle einfach keine News. Okay, wer aus? Ah. Ist Zero Single? Wieso habe ich nicht gecheckt, wo du die Ansprache gemacht hast, wie du auswählst? Was du machen wirst? Die Frage kommt vom Josh Negroni, schau. Ah, vom Josh Negroni. Krass, bist du ein, ne? Ich sehe noch gut aus, Bro. Ja, bin ich. Ah, okay, krass. Mhm. Aber, Also, nein, wir können jetzt chillen mit der Aussage. okay, ist gut. Du musst Also, nicht, du musst nicht. nein, du hast ja gern. Oder, was hast du wieder fragen? Nicht, ich habe wieder fragen, wie es so ist. Weiß nicht, wie ist es so? Erzähl mal, wie ist so der Faker? Nein, Bro, weißt du, was lustig ist? In letzter Zeit, immer wenn wir so irgendwo auftauchen, wo unsere Freunde sind, Ja. einfach, was sagen sie als erstes? Zum Begrüßen. Bro, so die 2-3 Sachen, was immer machen. Aber wie werden wir meistens begrüßt? Die vom Podcast. Nein, ich meine das, was ich. Faker? Ja, Faker. Wie hat sich das einfach so etabliert? Bro, Das ich ist weiß so nicht, lustig. aber das Lustige ist, wie sie jene sagt. Bro, wir sagen Ja. alles so, dann kommt einfach eher so andere Stimmvokal, alles wirklich her. Ja, Faker. Ja. Der Janne macht es super geil. Ey, Bro. Aber ich liebe es. Nein, Bro, los, Voll- kannst du voll aufhören auf lustig. den scheiß Tisch klopfen? Okay, ist gut. Komm aber- an, Okay. geht her, morgen. Okay. Okay. Einer schreibt, grüße der Rati, Underline 47, er ist ein treuer Supporter. Weißt du, wer das ist? Nein. Bro, ich glaube, ich wollte jetzt nicht falsche Nation sagen, aber ich glaube, er ist Tamil. Mhm. Und er ist, glaube ich, an jeder einzelnen Show von uns. Ah, ist er? Ja, Mann. Was für ein geiler Sicht, Mann. Du bist ein King. Was für ein King. Du bist ein Young King. Also, jede Show habe ich in. Ich bin nicht sicher, ob St. Gallen auch bleibt. Ich habe, glaube jede Show in der ersten Reihe gesehen. Ja, Mann. Es ist nicht mal ein richtiger Knopf, wo ich dir widmen kann. Aber egal. Rati, du bist ein King. Küsses Herz. Von Bern übrigens. Ja, Mann. St. Gallen, Vinti, Luzern. Ich glaube, überall. Absoluter König. Lass mich mal eine Frage so. Es hat nichts Spannendes. Nein, jetzt nicht. Gib mal schon mein Handy. Ich stehe schon rein. Meinst du, das Bruder spannend die Frage, die rein Bro. aussuchen? Nein, Okay, schon nein, nein. gut, Ist ja schon gut. gut. Komm, mach jetzt. Okay. Also. Ich würde da coole. Was? Ich lese einfach jetzt, ich habe Ja, es ja. noch nicht gelesen. Ich würde da eine coole Idee finden, so regionale Musiksupport oder bewerten, wie ihr die Musik findet. Zum Beispiel, mein Onkel macht Musik, er nennt sich Rex Eye auf Spotify. Keine Ahnung, wie. Weiß nicht. Ist nicht so. Ist nicht so. So Reactions. Ja, ja. Wir können schon machen, aber ich weiß nicht, wir sind nicht so musikaffin. Wie vielleicht ein oder andere. Bro, ich bin immer noch bei dem Thema Werbungen. Was für Werbungen früher so. Kennst du noch Activia? Ja, Mann. Oder kennst du Actimel? Nein, ich meine, Actimel ist das, wo sie. Ja. Da kommen so die weißen Männer in dir. Ja, nachher sind die weißen Männer. Die Fetzen, Bro. Die weißen Männer in dir. Hast du gern gehabt? Was, Bro? Also, wenn du den Witz machst, ist das mega lustig. Aber wenn ich genau den gleichen Witz mache, ist einfach so. Du checkst Essenz nicht. Ja, du ja. stressen, Komm, gib Bro. jetzt einfach Warte, dran. Nein, du hast viel zu lang, Bro. Bro, Du suchst immer so lang. Ich such... Hey, Hey, erstens schrei nicht, schrei nicht. Nimm die Finger Schrei ab. Nimm nicht, die Finger ab, Bro. Schau, jetzt ich nehme jetzt eine. Serosin, hä? Aha. Irgendwann mach ich auch so einen Fragesticker und nachher tue ich selber die herzen Fragen stellen und ich so, oh, eine verrückt. Ja? Aber du siehst selber, dass es die Frage auftaucht ist, was soll ich machen? Und ja, also. Voll, ja, du so, ich mach Zufall, er bleibt Da, da. schau, einer fragt zum Beispiel, ich lese auch vor. Wie wird man so ein Ficker wie der Yoldasch? Da, es steht. Lies, musst nicht nehmen, kannst ja lesen von da. Das ist eine sehr berechtigte und gute Frage, Bro. Wie viele fragen? Viele wollen Ja, wissen. viele wollen wissen, aber keiner kann. Was, Bro? Also, Ich kann schon ein mal Ficker sie oder Ficker? Nein, Ficker sein. Das ist ein Mindset, Bro. Du kannst ein Ficker sein und noch nie... Das ist eigentlich ein Weg, wo du gehst. Bro, du kannst ein Ficker sein und noch nie deinen Schwanz irgendwo drin haben. Weißt du, was ich meine? Das ist ein Mindset, Bro. Okay. Ich stehe jeden Morgen auf und ich entscheide mich aufs Neue.
Bro, ich bin gerade ernst, Bro. Musst nicht lachen. Bro, wieso soll ich nicht lachen? Hol schau mal den Tipp an, Mann. So jetzt. Nein, ich meine, jetzt nicht. Oh mein Gott. Krass. Also mach um, stell eine Frage. Nein, ich habe jetzt keine Lust mehr. Gib ich einstellen. Ja. Habt ihr gerne Bohnen? Mit Reis und Zwiebeln, gerne, ja. Bruder, der Kuru-Fasulé. Der gute schon mal live sein. Wie nennen Mit Eiern. Wie nennen Balkanleute das? Passul. Pasul. Ja. Also Albaner. Albaner, Albaner? mögen dir Pferd bitte ehrlich antworten? Hey, hör doch einfach auf, man. Ist es wieder gleich? Ich glaube, es nicht. Magst du Pferd? Der, wo uns mal das Pferd als Der, der mir Live-Show, geschenkt hat, ja. also sorry, dir das Ja. Pferd geschenkt hat. Hast du es noch? Ja, fix. Stimmt noch bei mir im PC, ich schwöre. Hast du es daheim jetzt einfach wegen Ja, fix, sagen, Erinnerung. Schön. Erste normale Show. Gott, jemand hat etwas geschenkt. Wie ist eigentlich so? Jetzt mit pinken Pulli und so, ich weiß wie gern. Hast du gern? Bro, es steht Da brutal mit der Hand gut. ein bisschen mehr runter. Nein, Bro, es steht brutal gut. Danke, Bro. Merci, Mann. Für sein Herz. Du musst mehr so offene Farben tragen. Ja. Inklusive Fahr. Mhm. Einfach offen, Bro. Ja. Heli. Okay. Wenn ihr beide so einen starken Erfolg eurem In eurem Beruf, Bro, kannst du lesen? Bro, 5 Millionen. also noch kurz. Los, ich gebe ich Ich kann nur wieder, warte, ich kann nur wieder dir zeigen, wie er schreibt. Ja, zeig. Ja, du willst gerade wegdrucken, Alter. Schau das an, da. Mit O-I-E. Ah, okay. Okay. Wenn ihr beide so einen starken Erfolg in eurem Beruf habt und für das noch mehr arbeiten müsst, würdet ihr mit kurz und bündig runterfahren, weil das berufliche mehr Zeit in Anspruch würde nehmen? Ey, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, es braucht viel, das weißt du, so, dass das runterfährst, weil das macht man eigentlich in der Freizeit so voll und ganz. Also Ja. müsste etwas Krasses sein, wo irgendwie fetten Kopf fickt. Ja, Mann. Da würde ich sagen, okay, hey, ich muss jetzt runterfahren mit kurz und bündig. Hey, es ist wirklich einfach ein Hobby, Mann. Also weißt du, so, wir haben jetzt auch den Witz gemacht und so, aber Bro, nur schon, also weißt, nur wie wir jetzt so voll die Tour gehabt haben und ein paar Tickets können verkaufen, ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt voll rich geworden sind aus dem, Bro. Wir haben ja mega viele Leute, die wir auch mitziehen und auch zahlen, was viele nicht machen. Ja, fix. Aber ich glaube, solange es noch möglich ist, den Podcast zu machen, machen wir ihn, weil das macht auch Spaß. Aber ja, solange es halt geht. Oder? Also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel einen Job bekommst, wo die kann ich, sie sagen dir, was passiert? Was ist? Hör auf. Also, dies vor, komm. Einer schreibt. Bro, er ist pissed. Er ist schlimm. Er ist mad, Bro. Ja. Er schreibt, wir können gerne seinen Namen sagen, ich weiß nicht, natürlich. Ja, wenn er sagt. Okay. Underline Juan, Underline G1 sagt, grüße meine Ex-Hurentochter Betrügerin. Ich kann gerne meinen Namen sagen. Ich brauche mich am Scrollen. Da ist alles sowieso Pferd, Ja. Zähneputzen, alles mögliche. Dann kriege ich einfach das. Bro, Leute sind herzig, was sollst du machen? Was willst du machen? Aber was machen? Was sollte eure Legacy sein, wenn ihr von der Welt geht? Was willst du hinterlassen? Was ist dein Vermächtnis? Hast du mal überlegt? Ey Bro, wenn ich mein Haus, Ja. so wenn ich es mir vorstelle, Ja. habe und weitergebe, das lange nicht. Wo willst du das Haus haben? Irgendwo. Bro, Also in der Schweiz? ja, safe. Aber das Geile ist, es hat Hahnenwasser, Mhm. es hat gefiltertes Wasser Und? und es hat einen Hahn mit Eiern. Eiskalt wieder. Du hast so krass gern Eiern, Ich gell? lieb's, ich lieb's. Bro, genieß es, weil irgendwann kommt Laktoseintoleranz und Bro, dann ich bin schlimme Fuß, Bro. seit ich am Essen bin. Seit ich 5, 6 bin, locker Eiern. Das geht jetzt seit über 20 Jahren, Bruder. Krass. Locker. Hast du kein Getränk, wo du kannst sagen, könnte ich immer locker trinken, ohne, also abgesehen von Wasser. Immer locker trinken. Immer. Würde immer gehen, würde mir nie verleiden. Kennst du den Ding? Wie heißt die Wassermarke? Alpros oder so? Alpros. Aha, von Migros? Ja. Ja. Die haben so eine Eistee-Version rausgebracht. Alpenkräuter-Eistee. Ja? Ja, Bro. Ich Ist habe der- den ist so der gekauft, krass? Bro. Ich find's Ah, so der ist schon mal, krass. glaube ich. Ja, der ist stabil. Einfach allgemein, Alpenkräuter-Eistee finde ich so krass. Ja, Mann.
Alpenkreuz ist wild. Wild. Lustigste Schullager-Story. Hast du eine? Kann ich dich etwas fragen? Ja. Wieso? Bro, ganz ehrlich. Ja, bitte. Gruppe Wichse in der 4. oder 5. Klasse im Klassenlager. Du? Nein, aber ist es nicht passiert? Bro, ich sag dir ganz ehrlich, das ist ein Ding. Ja. Ich würde... Ihr hockt... Nein, Bro, look, ich sag dir hier und jetzt, du glaubst schon nicht, aber ich sag dir hier und jetzt, ich bin rausgegangen. Ich so, Jungs, was machen ihr? Mit der Sprich, die Abel in der Folge kennt, ist es schwierig zu gehen. Jungs, wenn ihr wollt, ich könnte... Ja, wir müssen schon warten, bis er fertig gelacht hat. Also, mir du so... Ist bei dir auch passiert, oder? Verdammt mal. Nein, Bro, das ist ein Ding. Sorry. Entschuldigung. Ich kann es so zusammen. Okay. Sorry, ich habe ganz schnell einen Anfall gehabt. Entschuldigung. Okay, also... Du bist Das, so... so, das ist ein Ding, normal. Das ist wie... Du bist so ein Missgeburt, oder? Du bist so ein Stück Scheiße, Mann. Ah, Bro, ist die Hilfe. Bro. Oh, sorry. Es tut mir leid. Entschuldigung. Also, look. Ja. Ich so, geh weg. Nein, Bro. Was ist passiert? Oh, das ist eine Spinne. Ist die am... Bro, chill, die kommt einfach runter, beruhig dich. Was ist nur eine Spinne? Ja! Bro, die kommt schnell runter, Mann. Ja, Bro, die ist am Abdingen. Die ist am Abseilen. Lassen Sie jetzt einfach in Ruhe, scheißegal. Ja. Gott. Ja. Oh mein Gott, die kommt schon schnell runter. Und die ist jetzt genau... Oh mein Gott. Bro, sie schaut dich an, glaubst du? Los jetzt, Bro. Ja. Irgendjemand in der Klasse haben so gesagt, ey, gehen raus, wir wichsen uns jetzt eins. Okay. Und dann sind die so anscheinend unter der Bettdecke gewesen, so, jeder für sich. Ja. Nur schnell ein gratis Podcast oder so. Ja. Ja. Einfach unter der Bettdecke und dann sich eins gewichst. Und ich habe auf Reddit und anderen... Also jeder... Jeder sich selber, Bro. Also wie viel? Ich glaube, es sind so 4, 5 Jungs gewesen. Und das ist, glaube also ich habe schon mehrmals von so Geschichten gehört. Mir ist nicht so passiert, Bro. Ich weiß nicht, was für Klasse du hast, aber mir ist nicht passiert. Ich bin ja in der Boden Regenbogenfarbe gehabt zuvor. Hör auf, Bro. Das hat doch nicht mit schwul zu tun. Ja, nein, ich sage nicht, Bro. Was hat das mit schwul zu tun? Ich habe gar nicht gesagt, dass es mit Schwul zu tun. Ja, wegen Wieso? Regenbogenfarbe, was hat das so? LGBTQ vielleicht so Eben. inklusive Schule. Egal. Bro, auf jeden Fall, das ist etwas, wo ich glaube wirklich das Ding ist. Leute machen das im Fall. So, du bist so ich weiß nicht. in der 5. Klasse, du Denkst Sachen- du, was war eigentlich Stupieren? Sachen passieren mit dem Körper, du bist 3-4 Wochen, 3-4 Tage irgendwo. Keine Ahnung. Bro, okay, sagen wir es anders. Wie oft bist du mit den Kollegen in der Ferien gewesen? Und dann alle so, ey, komm, gehen wir heute an den Strand, machen wir dies, machen wir das. Du sagst, hey, aha, nachher sagst du so, hey Jungs, ich bin heute ein bisschen kaputt, Ja. ich hänge noch ein paar Stunden daheim. Mhm. Dann hängst du daheim. Jeder weiß, was passiert. Hat jeder schon gemacht, ja. Hat jeder schon gemacht. Jeder weiß, was passiert. Ja, aber Bro, ich bin auch in Istanbul gewesen. Die Jungs haben mich getannt. Ich so, Jungs, ich hänge heute daheim die nächsten 2-3 Stunden, so ich komme nachher nach. Alle so, ja sicher, Bro. Nachher gehe ich nach 2-3 Stunden, stoße ich dazu, nachher sage ich, und? Hast du gut gewichst? Immer der Klassiker. Immer der Klasse. Und alle sagen immer so, Mama, Bro, hat Fresse und so. Mama wissen und so. Ja. Hat dein Onkel damals... Nein, das ist nicht lustig. Ey, Oh, sorry, ich habe gedacht, das ist immer der Dingsknopf, der... Nein. Der Sprechcode. Nein, aber Bro, warte schnell. Klasse, Also, kurz. ja. Klasslager-Story. Ich hätte eine, aber es geht ein bisschen länger, glaubst ja. Ja, schon, ich habe Zeit. Okay. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, nicht? Weiß nicht. Klassenlager, mein Vater. Pizza. Nein. Mhm.
Bro, Ja, erzähl einfach. wir sind im Klasslager gewesen, Abschlusslager so von der oder vorletzte Lager als Abschluss von der Oberstufe. Wir gehen irgendwo an einen Berg, Bro, uns Lehrer sagen so, das, wo wir hingehen, Ja. dort kommst du nur mit ÖV an. Kein Auto Aber dann noch normale- Postauto, weißt du? Weil kein Auto kommt über den normalen Weg. Du musst einen fetten Umweg machen über St. Gallen, das lohnt sich gar nicht. Ich so, okay, geil, weißt du, ich freue mich brutal. Nachher sind wir da gekommen und sie hat so einen Plan gemacht, Bro. Du kennst das ja, die Lehrer macht immer so für 5 Tage Plan. Ja. Und die ersten 3 Tage sind beschissen gewesen. Wandern. Ja. Und 4. Tag war am Morgen ein bisschen Programm, am Nachmittag dann auf Luzern, weil ich am nächsten gewesen. Ja. Und dann ein bisschen halt Pedal fahren, weißt du, auf dem See und so, ein bisschen Luzern geniessen. Wir gehen so auf Pedal, ich mit ein paar Kollegen. Wie alt bist du? 15, 16. 15, 16? Bro, Oberstufe, Bro. Du bist mit 14 bist du fertig mit der Oberstufe, oder? Oh mein Gott. Was? Bruder, mit 14 bist du 2. Oberstufe. Ja, okay, der andere. 1. Oberstufe. Nein, Bro, du kommst mit 13 in die erste Oberstufe. Ja, und... Ja, Okay, dann bist du so mit... Ja. Okay, ja, ist gut. Mit 16 bist du... Mit 14 bist du... Ja, aber ich meine, die Leute sind mit 15 in der Lehre. Ja, das sind die eine Klasse überspringen. Es sind immer so Spezialisten, die ein Jahr lang als sind. Aber auf jeden Fall... Bro, wir sind auf dem See am Pedal fahren. Und nachher kommt so ein anderes Pedal auf, auch von unserer Klasse mit Frauen, fährt es vorbei und haha, lustig, schießt Sachen aufeinander, weißt du? So, Flaschen, das, die sind einfach so einfach vom See Milan umeinander schiessen, weißt du? Aufeinander. Und dann haben wir nicht mehr gehabt zum Schiessen, Bro. Ich dumm, okay, nicht schlau gewesen. In der Kaugummi schießt der Kaugummi. Ja, super. Geht in das Haar von einer Kollegin. Geht in das Haar, aber nicht nur von irgendeiner Kollegin, geht von einer, wo so, Bro. Weißt du, wie mühsam ist das? Du musst die Haare wegschneiden. Bro, ich gehe so vom Pedalo. Serhat! Ja. Du zahlst mit der Coiffeur? Ich so, ja, chill, okay, sorry, ich zahle dir, tut mir leid. Und dann hat sie dann, weißt du, ich reagiere heißig und sage so unmöglich, sie so, okay. Ich so, ja, ist gut, tut mir leid, sorry, ich kann, ist ein Fehler gewesen und so, weißt du. Nachher hat sie wie so das Gefühl gehabt, es lange Winter, nachher ist echt zur Lehre gegangen. Sie, Frau, nein, Serhat, nein. Nachher, ich so, sie, es tut mir leid, nein, Das ist die Lehrerin, die du eh nicht so gerne hast, gell? Ja, ich so, es tut mir leid, sie haben es angeschossen, wir haben es angeschossen, ich habe Uniberleid, Bruder. Bei 14, 15 gewesen, einen scheiß Fehler gemacht, tut mir leid. Ich bei 14, 15 war, ist vor 10 Sekunden passiert. Bro, nein, weißt du, weißt du, wieso, Ja, ja, als Lehrer ja. musst du wieso sagen, okay, weißt du, kann Ja, passieren. voll, ja. Und ich sage auch, weißt du, das tut mir leid, ich zahle Ja. auch den Kaffee. Ich sage so, ich sage nicht, wieso ich uneinsichtig und sage, wieso die übertreibt. Okay, tamam, Lehrerin sagt sie so nicht. Nächsten Tag, Freitag, letzter Tag, am Freitag, nein, warte, das ist am Mittwoch passiert. Donnerstag, letzter Tag, Freitag, Nachmittag gehen wir wieder heim. Und Donnerstag hat sie, Bruder, voll Wellness, wir gehen geil essen. Krass. Wir gehen das machen, geiles Programm. Wir essen jetzt morgen dort, Bro. Ja. Wir essen jetzt Mittag in unserem Häuschen. Ja. Am 1 oder halb 2 laufen alle in Treppenhaus. Es laufen alle Türen raus. Wir lernen so, Sarah, du nicht. Ich so, was? So, du bleibst da. Ich so, was? Ja, du bleibst da. Ich so, wegen? Ja, wegen dem, was gestern vorgefallen ist und so. Wegen dem Kaugummi und so. Ich so, heute einfach, ich muss arbeiten den ganzen Tag. Sie sagt so, okay, ist gut. Behindern, habe ich den Ball jongliert, ich so, tamam, mir ist langweilig. Baba angerufen, ich so, Baba, was läuft? Nicht viel. Was machst du nicht viel da im Lager, am Chillen? Ne? Also wie läuft Lager? So, ja, eigentlich gut und so, aber heute nicht so gut. Ich muss da im Hausrei chillen. Dein Vater, der geht das kostet. Du, ich schreie im Haus. Ich so, ja, also dort irgendwo in den Berg. Ich so, ja. Dann hat er schickt mir sofort eine Nummer von Lehrer. Hat er angerufen, Bro. Du nicht machen so. Ich fick dich nicht. Mein Vater, Bro. Ich weiß, bist du nicht, was er gesagt hat? Er hat gesagt, er so, ist nicht so wichtig und so. Wir lernen schon mal bei Kajako, Bro. Sie haben Wellness gehabt, sie sind gegessen oder etwas gegessen. Und jetzt werden wir ganz so gegessen. Also, ich bin für die Nacht ist okay. Ja. Wir lernen Kunden, wir gehen alle von unserem Haus wieder Richtung Resti, wo ein bisschen weiter weg ist, so eine halbe Stunde laufen. Und dann sagt sie wieder, Sarah, komm schon hinter. Ich so, okay. Und da läuft voraus, wir laufen hinten dran und so. Und ja, Bro, die Spinne macht mich nervös. Und dann sie so, ja, Sarah, die Vater hat mir heute Abend angerufen. Ich so, ja. Ich habe mit ihm telefoniert, wegen dem, was gestern vorgefallen ist und so. Und wegen dem, was heute Abend passiert ist und so. Ich so, ja. Sie so, ja, weißt du, die Vater, er hat sicher seine Meinung, er hat sicher das eine oder andere. Nolde, nervös, hä? Nervös, hä? Wo ist Janne? Nolde, weg, Bruder. Und der, Oh, da ist ja, ist gut. fick, wo? Ah, dort. Bro, die kommt, ey, die macht Erzähl jetzt, XXL-Spielnetz. Hä? Die macht XXL-Spielnetz. Keine Ahnung, was Die geht immer runter, Bro, die macht Spielnetz da. krass. 100%, Bruder.
Was macht die für Spinne, SG? Okay, das ist eine schöne Spinne. Schau, siehst du das? Wie Ja, das ja. aussieht? Wie diese Spinne macht das nicht so da oben. Wegen dem Und Licht, sie- das ist sie- gut. so. Ja, klar. Ja, okay, Die wie Striche, oh mein Gott, richtig geflasht, Alter. Ausländer von Natur gesehen. Ja, Bruder. Oh, boah! Das Natur. Nein, auf jeden Fall nachher, das heißt, wieso? Ja, dein Vater hat seine Meinung, ne? Aber sie finden es nicht richtig, dass er anfängt mit Beleidigung und so. Ich so, was hat er gedacht? Also, ja, ist nicht so wichtig und so weiter. Ein paar Sachen ist nicht so wichtig zu nennen und so. Er hat aber schon so ein paar Ausdrücke gesagt, so wie so, eben so Arschlöcher und Scheiße und. Was sagt sie das dir? Ja, weißt du, nachher so, ja, easy und so, dies und das. Ja. Und nachher, sie so, ja, und auf Versprechen von meinem Vater heißt, du sich bei mir entschuldigen, ne? Und mein Vater hat gesagt, Bro, mein Vater, du weißt, keiner von unserer Familie gibt's. Wir sind überhaupt nicht so wegen, vor allem wenn es um so Schule geht, mein Vater, weißt du, Ja, keine Frage. auf der Seite von der Schule gesagt, hat mein Vater dann gesagt, nach dem Lager, er hat einfach der Lehrerin gesagt, ich will die paar Stunden, die wir nicht teilen können, am Hallenbad, so die paar Franken, will ich wieder zurück. Und dann sie so, also es wäre nur Hallenbad-Eintritt, Bus, erst mega, weißt du. Ja, ich Auch wenn es nur 8 Franken zählt, hat er gesagt, ich will zurück. Das ist das Prinzip. Gut, bravo. Ey, Bro, ich habe gesagt, das geht richtig lang, das ist eine ganz so lustige Geschichte, Bro. Das ist einfach nur, das ist Nein, einfach Bro. bleiben, das ist einfach immer mehr Ja. bleiben, weil das ganze Lager ist so lag und sie hat meinen Kopf immer gestresst und ich kann es wieder einfach Bro, ich finde es krass, sehr viele Leute erzählen so, vom Gimmi, die Leute vom Gimmi erzählen so, ja, wir haben eine Klassenreise gemacht, Budapest. Also Budapest und das und dies und... Bro, wir sind mit unserem Lager in den Bergen irgendwo Ja, in Luzern, Bro. in einem Haus, wo wir haben selber müssen heizen. Ja. Wir haben jeden Morgen müssen gehen melken. Bro, weißt du wie oft sie... Wahrscheinlich, du musst keinen Witz machen jetzt? Nein, Okay. Krass. das ist der New Me. Krass. Bro, und ich frage mich, erstens mal, woher habt ihr das Geld, um auf Paris und Budapest oder was weiß ich gehen? Sie haben zum Teil selber finanzieren. Ja, aber Bro, gleich. Hätten wir die Möglichkeit gehabt? Ja, Bro, ich bin immer wieder baff, wenn ich so gehört habe, einmal so von Leuten, so mit 18, 19 bist du im Ausgang. Mhm. Aber ich einfach winter, ja, wo bist du gegangen? Ja, ich bin Kantine. Kantilé. Kantilé, Reiche. Ah, easy. Ja, kennst du mich den und der ist bei mir auch gegangen? Ja, voll, ich habe den getroffen. Unsere und andere Klassen, die haben zusammen auf Barcelona Klasse. Bro, ich frage mich echt. Ich so, G, man, was für Klassenreise? Barcelona, schwör. man. Ich schwöre. Bro, bei uns, wir haben diskutiert. Eine Woche lang mit unserer Lehrerin. Mhm. Ob wir mit dem Budget, das wir haben, plus etwas drauf zu Europa Park haben. Sie soll, wir dürfen nicht von Schule aus. Krass. Ja, Mann. Ey, Bro, was soll ich vorhin sagen? Ich habe gemerkt, Bro, Mhm. Kollegen ist jetzt am Zügeln. Also Mhm. eigentlich, ich weiß nicht mehr, Ich scheißegal, ja. und ich bin ja ihr helfen, Möbel aufbauen und so. Ja. Mit ein paar anderen Kollegen und Kolleginnen. Möbel aufstellen kann man hure zweideutig verstehen, das ist Scheiß, Mann. Wie meinst du zweideutig? Bro, ich bin so am Schublade am aufstellen. Ja. Ich mache Schublade parat, Ja. mein Kollege macht Ja. das Gerüst, das Schublade reinkommt. Dann geht einfach so, er und Kollegin das am machen, dann sagt einfach so Kollegin so, ich muss ein bisschen mehr reindrücken, es ist zu eng. Und dann ich so, Bro, ich muss schnell sagen, wir sind auch mit der Schule Solothurner Filmtag gewesen. ja. Und dort ist ein Film gelaufen von einer tunesischen Regisseurin. Ja. Und es ist ein Film über so Feigen Ernter in Tunesien gewesen. So mega schöner Film. Und dann ist so der Typ von uns sagt so, als nächstes schauen wir den Film Sous les Figues. Und ich so, die ganze Klasse schaut mich so an, denkt so, was ist mit dem? Ich so, weißt du, Sous les Figues. Bro, ich bin dort so 15 Minuten an meinem Möbel dran, gewesen, ruhig, voll fokussiert und greift, dass ich so. Und dann der Kollege so, das kannst du wieder machen. Ey, ich schwöre, wir auch nachher die eine Kollegin mit mir, die ich auch gerne habe in der Klasse. Sie schaut mich einfach an und sie tut so ihren Kopf schütteln, weißt du, so, hör auf lachen. Aber Bro, Möbel, das kannst du nur falsch verstehen, Bro. Eigentlich jetzt wegen, wieso musst du fester hämmern, damit es richtig in den geht und so weiter. Bro, einmal, sie haben so, einmal ist es richtig übertrieben gewesen. Einmal so, wieso, sie redet so die ganze Zeit, das passiert, die ganze Zeit zweideutige Sachen. Und ich wie so, nie gesagt, und einmal ist so ein Bombenplatz, Bro. Ich weiß nicht, was sie gesagt haben. Irgendwie sagt sie wie so, oder er hat irgendwie wie so gesagt,
ey, du musst glaube ich ein bisschen mehr nach rechts und ich muss mehr nach links, dann muss ich ein bisschen mehr drücken und du musst dagegen halten. Dann geht das tief genug rein. Und nachher ich so, tief genug. Und nachher, er so, Bro, wieso wirst du ein 6-jähriges Kind, wenn du Sachen hörst? So, Bro, was soll ich machen, Alter? Ich bin im Kopf immer noch 60 oder 60 halb Ey, nein, kennst du SNL? Sag mir etwas. Saturday Night kennst Live. du PNL? Nein, SNL ist... Bühne. Nein, Nein, ist gut. SNL ist so Saturday Night Live und das sind so verschiedene Comedians, wo immer am Samstagabend die Show läuft und sie machen so Sketches. Und mega viele berühmte Komiker haben eigentlich dort ihre grossen Anfänge gehabt, Ja. bei SNL. Hey, und einer davon ist der Pete... Davidson. Ich habe auch den Namen gedacht, aber ist es der? Nein, Der, wo Kim K. bankt hat. Der, der alles bankt hat. Ja, Oder der, der bankt worden ist. der Ding, Bro. alles betroffen Einfach der Grund, wieso ich Comedy mache. Ja. Heißt der Pete Davidson? Ja, also wenn es der ist, von Kim K und so. Ja. Ja, dann ist Pete Davidson. Es gibt aber einen Musiker, der auch so heißt, glaube ich. Mhm. So ein britischer. Gut möglich, dass du ihn kennst, ich nicht. Auf jeden Fall, der Pete Davidson hat übrigens einen Film, der heißt King of Staten Island. Das ist ein lustiger Film. Und er spielt dort so einen Charakter, wo eigentlich so einen dummen Gamer, präpubertär-mäßig so. Und nachher machen so einen Sketch, wo sie so quasi so wie in Narnia sagen ihm so: Pete, you're the only one who can save us. Und er sagt so: Okay. Und nachher so: You need to take the sword. Er so: Okay. And stick it in. Er so: Stick it in. Und die ganze Zeit, Bro. Ich muss immer an das. so ein Kind, Alter. Ich schwöre, Amix, Alter. Bro, ich habe auch so einen Comedian gefunden letztens, Ja. der das macht, Mhm. wo wir eigentlich mitmachen und mir erzählt mich. Bro, er hat nur so Shorts auf YouTube. Das ist mir Wie heißt er? Raphael Barbosa, hast du schon mal gehört? Nein, Barbosa. Raphael Barbosa, ja. Ist ein Deutscher. Nein, ich glaube Mexikaner, aber die Staaten. Ist ein bisschen festerer. Nein, ganz ein bisschen kleiner sogar, oder 1,70, 1,75. Mhm. Sorry. Bro, mit einem Video ist er bekannt worden. Mhm. Er hat so einen Auftritt gehabt. Sieht wie so ein Gartenpool aus von so einem. Und dort steht er drauf. Mhm. Und er sagt so, a friend of mine, weißt du, so, hat Drogen verkauft Mhm. und ist halt im Knast gelandet. Und dann haben wir mit ihm telefoniert und er sagt so, Was? Wie heißt der? Raphael Barbosa? Raphael Barbosa, ja. Vielleicht musst du mit Doppel-F und Doppel-S schreiben oder so. Er so, wir haben mit einem Kollegen telefoniert, wo in die Zelle kam, in den Knast kam, wegen Drogenverkauf. Wir telefonieren mit ihm, er ruft mir so, Ralph Barbosa. Ralph, sorry. Wir telefonieren mit ihm und der Kollege sagt so, who would have thought from driving a Benz into a cell? Und er so, everybody. That's why I ask you to stop. Ey, Bro, ich nein. habe die Videos angeschaut, der hat mich gekillt, Alter, der hat mir alles genommen. Der ist ja mega close mit dem Andrew Schulz. Das ist der, den ich so lustig finde. Ja, weil er hat einen ähnlichen Stil im Ja, Fall, muss ja. ich sagen. Der Andrew Schulz hat ja auch so einen Stil wie so, während er die Witze macht und redet, tut ja nicht so groß in die Mimik, also weißt du, wie so, Ja, er tut ja, so, er ist ganz so. Ja. voll so auf entspannt verziehen. Er macht das eben auch, es ist easy gut. Musst du mal geben, ist brutal lustig. Ja. Wie heißt er? Ralph Barbosa. Ralph Barbosa, ja. Aber bist du ein bisschen näher mit so englischer Comedy? Ja, fix, ja. Ja. Auch jetzt ohne Untertitel und so. Läuft Ah, gut. ist geil, ja, ich fühle es. Außer er ist eben so Accent, dann ist es gewesen. Voll. Es gibt zwar mega viele so irische, Ja, wo fix, mega lustig sind. Fix. Alter. Aber auch so, wenn einmal so weisse Amis so redet und ein bisschen schnell redet, dann komme ich auch nicht. Ja, fair. Aber ich tue auch viel mit Untertiteln. Fix. Easy. Hey Bro, das war sie, Folge 41. 41. Ähm, Gegen den 31er. okay. Wolltest du noch etwas sagen? Nicht. Es ist eine entspannte Folge. Wir haben jetzt gelassen, weil nächste Woche platzen das Barbomben da in dieser Garage. Inshallah. Wir haben ein gutes Programm mit den Jungs. Wir wollen wirklich auch ein bisschen Zeit verbringen mit denen. Ich freue mich extrem auf die nächste Folge. Ich möchte mich nochmal an dieser Stelle bedanken für alle, die die Tour vorbeigekommen sind, für alle, die uns unterstützt haben, für alle, die während dieser Zeit immer wieder uns geschrieben haben, ey, wenn gibt es nächste Folge, wenn gibt es nächste Folge. Da ist sie. Ich küsse euch das Herz. Danke für euren Support. Und ja, bleibt dran. Vergessen nicht. Nächsten Montag, nicht der jetzt rauskommt, die Folge. Nächsten Montag, ich verspreche euch, es wird 10 von 10. Ich freue mich maximal drauf. Ja, Mann, das ist das Intro für euch.
Morgen.